Nächste Woche haben wir dann Worship, das ist was ganz, ganz Neues und dann Bibellesen. Das heißt, wir haben 3 ganz verschiedene Settings und letztes Jahr haben wir sie am Abend gemacht. Wir haben gesagt, lass uns mal am Morgen probieren. So haben auch Leute dann Zeit, den ganzen Tag dann irgendwann das auch später noch zuzuhören, sei es beim Frühstück, beim, wie sagt man, Brunch vielleicht? Brunch jemand heute? Wer weiß. Keine Ahnung. Also das Thema von heute ist Gebet. Wie können wir einen erweckten Glauben haben ich meine Glauben, wie können wir einen erweckten Glauben haben? Ich beginne mit einem Gebet, dass einfach der Heilige Geist uns die nächsten 3 Wochen inspiriert, führt und leitet und wir sagen können, hey, wir sind mehr gewachsen, Jesus, wir haben uns gewaltig verändert. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gebetswochen, die für uns sind, mit so vielen Highlights, mit so vielen Möglichkeiten. Es ist ein großes Vorrecht, einfach mit Menschen unterwegs zu sein, die betend, weil eine betende Kirche ist eine starke Kirche, weil wir unsere Knie beugen vor dir und bekennen, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Wunder und auch deine Durchbrüche. Ich bitte auch, dass du meinen Glauben, den du in mir schon hineingepflanzt hast, dass der wächst in mir in den nächsten paar Wochen. Und wir sagen Amen. Amen. Also wenn es jetzt ganz konkret zum Glauben geht, ist etwas, was viele denken, Glauben wird einfach so ein bisschen ausgegossen von Gott und dann ist es erledigt. Aber Glaube ist etwas wachsend, was größer werden kann. Es gibt auch das Maß von Glauben, das Gott jedem Menschen ganz verschieden verteilt hat, by the way. Und es ist mega ermutigend zu wissen, es kann wachsen. Alles, was wir machen diese Woche, ist die Grundlage von diesem Buch. Vielleicht hast du es schon mal gekauft, schon mal durchgearbeitet. Das ist ein cooles Buch. Das ist wie dieses Rad, wo man dann am Anfang vom Jahr besser gesagt überlegt, wo stehe ich und man wertet das aus und merkt dann zum Beispiel, oh ja, im Glauben habe ich Potenzial. Man sieht hier der Glaube. Wir gehen jeden Tag eines von diesen durch. Und du kannst auch das Buch erwerben, dann hast du es auch ein bisschen noch ausführlicher. So, Susanne, das Erste, was wir mit euch teilen möchten, ist, dass man erwartungsvoll glaubt. Was meinst du mit dem erwartungsvoll glauben? Ja, wir alle wünschen uns einen erweckten Glauben. Also fürs 2025 ist das eines meiner Ziele. Und erwartungsvoll Glauben hat damit zu tun, wir alle haben Wünsche. Du hast Wünsche und du kennst das vielleicht. Die Beziehung mit Gott ist so wie der Kaugummiautomat. Man wirft oben ein Gebet rein und erwartet, dass unten der Wunsch rauskommt. Und wir möchten, ich persönlich möchte, und mit diesem Gebet möchten wir uns alle motivieren, über das hinauszugehen und eben erwartungsvoll zu glauben. So, jetzt musste ich kurz spicken. Erwartungsvoll zu glauben. Und ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Es gibt viele Verheißungen, das ist nicht ein leeres Versprechen, weil es heißt zum Beispiel im Psalm 77, Vers 15, du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Und Jesus hat selber gesagt, was da steht im Johannes 5, Vers 17, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Also das als Psalm war aus dem Alten Testament, das von Johannes 5, Vers 17 ist aus dem Neuen Testament und das motiviert mich. Zu Ja. jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Das sagt Jesus über seinen Vater. Also er wirkt immer noch. Und deswegen können wir erwartungsvoll glauben, weil Gott immer noch wirkt. Aber es geht um mehr als nur Gebet oben rein und dann kommt der Wunsch unten raus. Also eine ganz, ganz einfache Hilfe und wir machen das auch sehr, sehr praktisch, diese Gebetszeit. Du kannst immer das auch umsetzen, was du umsetzen willst, aber wir droppen da einige Ideen rein. Erwartungsvolles Gebet bedeutet, du nimmst ein Blatt Papier, einen Zettel, was auch immer, und du schreibst ganz konkret, akribisch deine Glaubenswünsche rein. Ich sage jetzt ganz bewusst auch Wünsche. Und du darfst es nicht selektionieren oder denken, ah, das ist doof, zu groß, zu klein, zu peinlich, zu luxuriös, was auch immer das ist. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe ist, das einfach mal Gott hinzuhalten. Und ich sage immer zu Gott, dann, das ist meine Liste, die ich gemacht habe, weil man sagt, wer schreibt, der bleibt. Und viele Dinge, man sagt zum Beispiel nach einer guten Predigt, die man gehört hat, wenn man nicht Dinge aufschreibt, nach 2 Tagen hat man praktisch fast alles schon vergessen. Und es ist ein bisschen brutal, wenn man diese Statistiken einfach dann liest und dann sagt man,
Wer schreibt, der bleibt. Und wenn du diese Dinge aufschreibst, kannst du das auch in deine Bibel kleben oder du hast so ein Journal, wo du es reintust. Ich habe zum Beispiel so ein Buch, wo ich alle Verheißungen reingeklebt habe, alle Jahresvorsätze reingeschrieben habe. Und das Coole ist dann, du kannst dann ein bisschen später wieder mal blättern und sagen, oh, was war im Jahr 2018? Und du schaust zurück und merkst, viele Dinge hat Gott vielleicht ein bisschen ein Jahr später erhört. Und das ist mega ermutigend in dem Sinne. Und ich bete jetzt einfach, dass Gott nochmals diese Dinge in dir nochmals hervorbringt. Vielleicht gibt es auch gewisse Themen, die hat man beerdigt. Ich nenne das immer so begraben, weil man hat so lange dafür gewartet. Und dass einfach der Geist Gottes dir nochmals hilft, diese Dinge nochmals nach vorne zu holen. Mag ein bisschen eben auch verletzend sein, weil du denkst, oh nicht schon wieder, ich habe es abgehakt und auf die Seite gelegt. Und wenn gewisse Dinge man auch erledigt anschaut, ist das manchmal auch von der Spannung her einfacher. Aber dann hat man auch das Wunder ausgeschlossen, man sagt, man hat das Kind mit dem Bad ausgeleert. Und ich bete jetzt einfach, dass du, Heiliger Geist, einfach nochmals diese Wünsche, diese Glaubensdimensionen in uns nochmals hervorbringst und unsere Augen öffnest für die Dinge, die für uns wichtig und richtig und auch gewinnbringend sind. Diese Dinge, die uns näher an dein Herz heranführen wird. Und ich öffne nochmals einfach mein Herz und meine Wünsche. Und über dem sagst du, du siehst noch tiefer unsere Herzen, als wir jemals erblicken oder auch nur ergründen können. Und wir bitten dich, das nochmals zu öffnen, wie ein Schatz, den man öffnet. Und öffne das nochmals wie ein Schatz in dir. Dinge, die du abgehakt hast, du hast gesagt, ich bin zu alt, ich bin zu jung. Man ist immer von irgendetwas zu wenig, das habe ich schon festgestellt. Immer, egal ab welcher Season. Und darum öffne ich das nochmals im Glauben im Namen von Jesus Christus. Amen. Also ein Blatt aufschreiben und dann kann man das Gott hinhalten. Hey, und ich habe aus der letzten Message vom Jahr 2024 das Bild von diesem Samenkorn mitgenommen, ausgedruckt für uns, für diese Gebetszeiten jetzt in der ersten Januarwoche. Und der Glaube, den du jetzt entwickelst, um nochmals einen Wunsch aufzuschreiben, um nochmals eine Wunschliste zu erstellen oder einfach Bedürfnisse zu formulieren, ist eigentlich nichts anderes als ein Samenkorn auszusäen. Und wir möchten dich motivieren, eben, jetzt muss ich nochmal spicken, erwartungsvoll zu glauben. Das heißt, du formulierst deine Bedürfnisse, deine Nöte sprichst du aus, deine Wünsche und es ist wie wenn du ein Samenkorn säst. Und siehst du, das hat schon Wurzeln, das hat schon getrieben. Und das ist dieser Glaube, für den wir beten, dass für Gott nichts unmöglich ist und dass dieser Gott im Himmel heute noch am Wirken ist und dass wir in der Verbindung, in der Beziehung mit diesem Jesus und diesem Gott das tun, was wir ihn tun sehen. Und dann gibt es ein einfaches Gebet, um das nochmal zu erklären, weil es ist ja nicht einfach so ein Gebet oder wir schreiben das auf und es ist eine Wunschliste und Gott muss es erhören. Das ist nicht der Punkt, sondern kannst du dann beten, Gott, gib mir das, was ich brauche und nicht, was ich will. Und dann vertraue ich total, dass Gott die Dinge von mir weghält, das nicht zu mir gehört, aber wenn ich auch mit diesen Dingen vielleicht sogar verwöhnt oder auch Dinge hinzufügt, die wichtig sind. Ich habe das schon mal in der Predigt erwähnt, dass ich oder wir schon seit längerer Zeit uns wünschen von einem Ferienhaus im Süden der Schweiz, weil ich habe gerne Sonne. Ich habe das so gesagt, weil es ist ein Wunsch. Und ich kann da nicht mal sagen, woher der Wunsch kommt in dem Sinne. Es ist einfach etwas, das schlummert bei uns immer wieder. Und das halten wir Gott hin. Die Finanzen haben wir ehrlich gesagt nicht. Das muss ich jetzt auch mal klar sagen, dass man nicht denkt, ja, kein Problem, haben wir nicht. Aber nur weil man etwas nicht hat, darf man das nicht auf die Wunschliste schreiben. Und wir halten das Gott hin und wir wissen, Gott ist ein Gott der Wunder. Und wenn nicht, dann haben wir immerhin das Gott hingehalten. Das ist wie Erweckung. Ich kann nicht Erweckung generieren, aber ich kann dafür beten, ich kann dafür alles schaffen, dass es möglich ist. Und wenn es dann nicht geschieht, kann ich zu Gott sagen, also ich wäre ready gewesen. Was auch immer dann der Grund ist, dass es nicht geschieht. Der zweite Gedanke ist, stärke deinen Glauben. Und stärken deinen Glauben hat zu tun, dass du eben diese Worte Gottes aussprichst. Wenn du am Morgen früh TikTok und Instagram und alle Zeitungen liest, das ist Information, die man bekommt. Und das ist nicht unwichtig, aber die Bibel, das ist Inspiration. Es inspiriert mich, erweckt mich von innen nach außen.
Und es gibt eine ganz, ganz einfache Hilfe, wenn du jetzt diese Gebetswünsche, diese Glaubenswünsche besser gesagt, aufschreibst, dann kannst du das beginnen mit Bibelversen, wie so man bewässert einen Saatgut, das man gesät hat. Weil die Bibel sagt, es entsteht in uns Glauben, es entsteht in uns das Fundament, dass Gott alle diese Dinge bewirken kann. Ja, und Gottes Wort hat Kraft. Ich möchte dir ein paar Fakten über Gottes Wort erklären. Es bringt Frucht 30, 60, 100-fach. Also wenn du Gottes Wort aussprichst, dann vermehrt es sich. Es ist lebendig. Das heißt, es bewirkt etwas. Und das Krasseste, was ich im letzten Jahr mir so bewusst geworden ist, wenn wir Gottes Wort aussprechen, dann werden Engel aktiviert, weil es heißt im Psalm 103, Vers 20, lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Das hätte ich jetzt, trotzdem es hier so schwarz auf weiß steht, noch nie in dem Zusammenhang gebracht, aber es hat mich inspiriert, nachzudenken, dass wenn ich Wort Gottes ausspreche, dann ist es das, was eigentlich Gott spricht, und Engel werden aktiviert. Und deswegen möchten wir ein paar Bibelverse jetzt einfach über dir aussprechen, über deine Situation, über deinen Nöten, über deinen Bedürfnissen oder über deinen Wünschen, die du vielleicht schon aufgeschrieben hast, vielleicht wirst du es noch machen, und einfach das Wort Gottes wirken lassen. Also das erste ist Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ja, und ich finde es immer spannend, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen. Also die Bibelverse wirken zum einen ja bei sich selber, aber wenn wir uns überlegen, also was sagt der Bibelvers aus? Sagt er aus, dass ich ein Champion bin, wenn ich diesen Bibelvers lese? Und warum wäre es richtig zu sagen, hey, ich bin ein Champion? Ja, genau, weil die Kraft Gottes in mir wirkt, weil ich weiß, er kann so viel mehr tun, als ich mir vorstellen kann. Und lass das einfach mal wirken, diese Wahrheiten. Und wenn du später nochmal auf deine Wunschliste schaust, es wird sich etwas verändern, weil wir mit dem Wort Gottes gefüllt werden und eine neue Sicht, vielleicht eine andere Sicht bekommen über unser Leben oder über unsere Umstände. Also auch das Wort vorstellen ist ja genau der Punkt, wenn du jetzt eine Gebets- und eine Wunder- und Glaubensliste aufgeschrieben hast, gibt es ja gewisse Dinge, wo du eben mit deinem Intellektuellen, mit deiner Logik und mit deinen Zahlen genau weißt, unmöglich. Und das ist der Punkt. Und man kann sich das drehen und wenden, wie man will, man kann sich das nicht vorstellen, wie soll dieses Wunder denn geschehen? Wie Maria sagt zu Gott, wie soll das dann geschehen, dass quasi ich den Sohn Gottes auf die Welt bringe? Das ist etwas, was Gott außerhalb der Norm macht oder auch etwas, was man bisher jemals so gemacht hat. Das ist der erste Bibeltext. Der zweite, Philipper 4, Vers 13, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und wenn wir jetzt so ein Glaubensstatement machen und über diesen Bibelvers aussprechen, ich glaube an mich selbst. Boah, das ist wirklich, das ist schon recht provokativ. Aber ich möchte es dir einfach zusprechen, weil es steht in dem Zusammenhang, dass diese Gewissheit, dass ich durch Gott alles tun kann, der mir Kraft und Stärke gibt, diese Gewissheit, die gibt mir Zuversicht, Dinge anzupacken, und zwar mit Freude. Und das setzt eine Kraft frei, die ich glaube, die genau Gott in uns hineingelegt hat. Und ja, lass uns füllen mit diesen Glaubensworten, mit diesen Glaubensaussagen, damit auch unser Glaube erweckt wird. Der nächste Bibelvers ist 1. Petrus 5, Vers 7. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Der nächste, Josua Kapitel 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, überleg dir mal, Gott wiederholt es. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wo auch immer du hingehst. Also Ja. Gott sagt, ich sage es dir noch einmal, ich glaube, du hast schon x-mal gehört, hab keine Angst, diese Dinge, und denkst manchmal, ist meine Lernkurve so klein? Nein, Gott wiederholt es immer wieder, wie man ein Kind gewisse Dinge auch sagt. Und mit diesem Bibelvers spreche ich dir zu, dass du Mut hast zur Beharrlichkeit und Mut hast zum Durchhalten.
Sprüche 13, Vers 20, wenn du vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur selber. Und ich spreche dir zu, du umgibst dich mit Gewinnern. Wow. 1. Korinther 15, Vers 58, bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein. Denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Und ich spreche über dir aus, dass du Verantwortung Yes. für alle deine Ergebnisse übernimmst. Und du spürst, diese Worte haben Kraft, wenn wir sie über unserem Leben aussprechen, weil wir plötzlich realisieren, Gott macht nicht einfach Wunder und serviert sie auf dem Tablett, sondern er wirkt die Wunder in uns und durch uns und genau deswegen und dadurch wird unser Glaube gestärkt. Er möchte es aus einer Beziehung mit uns machen und nicht einfach so oben rein, wie ich gesagt habe, den Wunsch rein, das Gebet rein und dann unten kommt es raus, sondern es hat mit dir etwas zu tun. Und diese Bibelverse mit diesen Wahrheiten aktivieren etwas in mir, auf jeden Ja. Fall in uns, dass wir ein Teil von diesem Wunder sind. Kolosser 3, Vers 2, ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und das hat damit zu tun, dass ich mir hohe Ziele stecke. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und auch mit Besonnenheit. Und dazu habe ich ein Statement aufgeschrieben, ich bin cool, positiv und selbstbewusst. Und mir ist so klar, dass diese Statements sehr provozierend sind. Sie haben auch mich selber in meinem Glauben sehr provoziert. Aber ich finde, es lohnt sich, einmal ein bisschen über die Komfortzone rauszugehen, weil ich empfinde, das widerspricht nicht dem, was die Bibel eigentlich sagt. Aber es fordert und fördert etwas Positives in mir. So, der letzte Bibeltext, den wir aussprechen wurden, 1. Korinther 9, Vers 24. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass er ihn gewinnt. Und die Aussage dazu ist, ich konzentriere meine ganze Energie auf die anstehenden Aufgaben. Und weißt du, und dann plötzlich, wenn du deine Wunschliste vor Augen hast und dann so ein Bibelvers siehst und die Aussage dazu, ich konzentriere meine Energie auf die anstehenden Aufgabe, dann merkst du plötzlich, dass du ein Teil davon bist, dass die Kraft Gottes, die er versprochen hat, eben in dir ist und nicht schlummert, sondern wirkt. Und es macht so einen Unterschied, wenn wir mit diesen Bibelversen aufwachen, anstatt zu murmeln und zu murren, ach, das wird nichts, sondern können wir heute sagen, hey, es wird ein guter Tag, ich bin bereit, ich bin gestärkt mit den Wahrheiten durch den Heiligen Geist, der Großes in mir vollbringt. Also Glauben ist etwas, was wächst und man nimmt ein Blatt Papier, schreibt eine Wunschliste, eine Gebetsliste auf mit all diesen Dingen, die man vielleicht wirklich braucht oder sich auch wünscht. Und dann beginnt man diese Bibeltexte auszusprechen über diese Wünsche und dann wissen wir, Gott sortiert am Ende vom Tag alles. Und wir ändern das Gebet heute, lebe ein Leben in der Heiligkeit. Und Heiligkeit ist ja etwas, wo man sagt, ich lebe abgesondert für Gott. Wir sind ja in dieser Welt, wir leben in dieser Welt, aber wir haben nicht mehr die Perspektive von dieser Welt. Wir haben auch eine Einstellung ist anders. Also, weil Gottes Prinzipien funktionieren sehr, sehr oft das Gegenteil, als was man lernt in dieser Welt. Und das ist auch hochinteressant, weil wenn man mit Gott dann unterwegs ist und man schaut zurück, merkt plötzlich, diese Prinzipien funktionieren. Und man spricht dann manchmal mit Menschen, sage jetzt mal in der Welt, wie eine Fremdsprache. Und merkt man findet sich wie gar nicht, weil wir wie eine andere Dimension uns auch auf das vertrauen. Und die Frage ist halt, welcher Bereich in deinem Leben fühlt sich denn nicht heilig an? Das ist keine Schande, das ist einfach eine Tatsache, aber das ist vielleicht der Punkt, wo du im 2025
eine Saat säen kannst und sagen, Gott, ich halte dir diese Bereiche hin. Und genau dafür wollen wir beten. Ich halte dir diese Bereiche hin, die sich in meinem Leben nicht heilig anfühlen, weil, und jetzt kommt wieder ein Zuspruch für dich, im 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16 steht, der Heilige Geist hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören, also wie du vorher gesagt hast, abgesondert zu leben. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, wir sind herausgehoben, wir leben noch in der Welt, aber nicht wie die Welt. Und das ist ein Zuspruch, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, das ist das, was aus die Blume, die aus diesem Saatgut aufgeht. Man kann sich dann auch mit diesem Kreis Heiligkeit anschauen. Das sind diese Bereiche, das ist auch ein ganz einfaches Prinzip, wo du plötzlich merkst, ja, in diesem Jahr, meine Beziehungen habe ich vernachlässigt, war ich nicht der Frau, die Mann, die ich hätte sein müssen und ich möchte wieder ähnlicher werden wie Jesus. Also das ist auch etwas ganz, ganz Praktisches, wie so ein Spiegel, wo man hinschaut, einmal im Jahr, finde ich, und das, was wir alle Pastoren immer machen, einmal im Jahr machen wir einen persönlichen Health-Check. Wir machen einen Kirchen-Health-Check. Das ist interessant, um mal zu schauen, wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir nicht da sind, wo wir sein müssten. Und das ist nicht, dass man mit dem Finger negativ auf das zeigt, sondern man sagt immer wieder, okay, Heiliger Geist, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Und dann wirst du merken, ein Jahr später bist du weiter gewachsen als noch am Anfang vom Jahr. Und wie gesagt, alle diese Materialien, die wir die letzten, sage ich mal, seit Corona-Zeit geschrieben haben, sind ehrlich gesagt sehr, sehr praktische, wie Bibel lesen, wie man beten kann, das Abendmahl, das ist auch Leben in der Balance, alle diese Dinge. Und jetzt möchten wir enden mit einer ganz, ganz einfachen Übung. Und die haben wir gemacht an Silvester und die ist wirklich, wirklich cool, wie man den Glauben stärken kann. Man denkt sich eine Zahl aus, Susanne. Zwischen 1 und 9. Und normalerweise würde man jetzt so 5 oder 7 nehmen. Das ist so, das weiß man. Aber denk mal an eine Zahl zwischen 1 und 9 und schließe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit ein. Und weißt du, wenn dir das jetzt alles viel zu schnell gegangen ist, du kannst es in Ruhe nachschauen, so oft wie du es brauchst, die Bibeltexte rausschreiben, die Statements rausschreiben und genauso auch mit dem, was wir jetzt gleich machen. Also du hast eine Zahl, vielleicht hast du die 2, vielleicht hast du die 8, vielleicht die 1. Also wichtig einfach mal, einfach eine Zahl. Es kann deine Lieblingszahl sein. Zwischen 1 und 9. Einfach etwas in den Sinn kommt. So, jetzt hast du diese Zahl. Und was macht man jetzt mit dieser Zahl, Susanna? Ja, wir haben, um unseren Glauben zu stärken, die Früchte des Geistes, wie sie in Galater 5, Vers 22 stehen, aufgeschrieben und eben diesen Zahlen zugeordnet. Und wir möchten dich einfach segnen, jetzt genau mit der Zahl, die du ausgesucht hast. Vielleicht hast du die 4, dann steht hier, du kannst einen Screenshot machen. Also mach mal ganz kurz einen Screenshot zu Hause, ein Foto, oder du kannst ganz kurz den Computer auf Stopp drücken. Wenn du es nachschaust. Später. Und dann siehst du diese Zahlen von 1 bis 9, diese Früchte vom Heiligen Geist. Und wenn du zum Beispiel, ich beginne mit, wenn du die 1 gezogen hast, dann ist das die Frucht der Liebe. Du bist selbstlos, glückliche Liebe zu Gott und anderen Menschen. Hast du die 2 genommen, das ist die Geistgabe der Freude. Tiefe, bleibende Freude, unabhängig von äußeren Umständen. Hast du gesagt, ich nehme die 3, das ist ein Friede, den Gott dir schenkt als eine Geistesfrucht. Das ist ein innerer Friede und eine Ruhe, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt. Hast du die 4 gedacht, ist die Geistgabe von Geduld. Das ist die Fähigkeit, ruhig und ausdauernd in schwierigen Situationen zu bleiben. Die Zahl 5 steht für Freundlichkeit, liebevolles und wohlwollendes Verhalten gegenüber anderen. Die Zahl 6 ist die Geistesfrucht der Güte, moralische Integrität und das Tun des Richtigen. Die Zahl 7 ist für die Treue, Verlässlichkeit und Loyalität gegenüber Gott und den Menschen. Die Zahl 8 ist die Geistesfrucht der Sanftmut, Demut und Nachgiebigkeit gepaart mit Stärke. Die Zahl 9 ist Selbstbeherrschung, die Fähigkeit, sich selbst und seine Begierden zu kontrollieren. Das haben wir gemacht an Silvester. Wir hatten das genauso gemacht. Ich hatte die Zahl, ich weiß jetzt nicht genau mehr, aber wir haben es auch mit den Geistesgaben gemacht.
Und da war bei mir die Weisheit. Und dann habe ich das genommen, wie gesagt, in das Buch genommen und habe sogar gesagt, ich arbeite dieses Jahr an diesen Themen durch. Wie was Prophetisches. Und du merkst, wenn man eben mit Gott unterwegs ist, finde ich es wichtig, dass es sehr kreativ und innovativ bleibt. Wenn man das Gleiche immer macht, was man immer gemacht hat, sagt man, ist das Resultat auch immer das Gleiche. Und darum ist eine ganz, ganz einfache Übung. Wie gesagt, du hast einen Screenshot, du kannst dann nochmals zurückspulen und ganz kurz halten, das aufschreiben. Dann hast du ein ganz einfaches Bild und sagst, okay, dieses Jahr arbeite ich an der Liebe zum Beispiel. Und dann kannst du ja Gott fragen, wieso habe ich die Liebe gezogen? Du kannst das immer in einem Dialog machen. Und ich liebe diesen Dialog, weil es entsteht in dir selber wie so ein Wort, ein Gedanke, ein Gefühl. Und das leitet dich dann irgendwann auch in einem Punkt, wo du merkst, wo Gott den Finger drauf legt. Und das Schönste bei Gott, was ich wirklich schätze, kann sich anders sagen, er ist nicht ein verurteilender Gott, der sagt, hey, jetzt bist du 10 Jahre Christ und hast noch immer das gleiche Problem. Das macht der Teufel. Er ist der Ankläger der Heiligen. Aber wenn Gott dir etwas aufzeigt, dann macht das mit der Hand und sagt, komm, nimm meine Hand, ich helfe dir dabei. Es ist nie der Finger. Und darum das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in deinem Leben umgefallen bist, bewusst oder unbewusst, und man bleibt liegen, weil man sich schlecht fühlt und schuldig fühlt und was denken andere. Und Jesus hat zu der Ehebrecher gesagt, steh auf, geh nach Hause, dir sind deine Sünden vergeben, aber mach es nicht mehr. Und Jesus sagt immer, mach es nicht mehr. Und wenn du wieder umfallst, sagt Jesus, steh wieder auf, deine Sünden sind vergeben, mach es nicht mehr. Und manchmal denken Leute, ja, aber das ist doch mega einfach, das ist diese falsche Gnade, das ist so, du kannst sündigen, wie du willst. Was Leute nicht verstehen ist, wenn du einen Fehler machst, das hat noch immer Konsequenzen. Das badest du noch immer selber aus. Und das müssen wir wie im Kontext verstehen. Vergebung ist gratis, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber wenn du einen Fehler machst, das auszubügeln, den Preis bezahlst du immer noch. Und da gibt es keine Abkürzung. Da machen viele Christen einen Denkfehler und sagen, ja, das ist so die billige Gnade, ist es eben nicht. Es ist ein Aufstehen, ich mache es wieder. Wenn ich umfalle, diesen Preis, den man Dinge zerstört hat, den musst du dann mit der Hilfe von Jesus auch wieder in Ordnung bringen. Susanne, du hast dieses Korn schon länger bis zum Zucken und du könntest jetzt mit diesem Gedanken, wo du jetzt hast, einfach noch ein Gebet machen für diesen heutigen Tag von Glaube und dann Ja, und die Früchte des Geistes, die du jetzt gezogen hast, sozusagen mit der Zahl, ist wie ein Saatkorn. ja, Und ich bete dafür, das, dass du dieses Saatkorn empfängst in deinem Herzen. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du hilfst, dass wir das Saatkorn, die Früchte des Geistes begießen können, dass unser Leben von jetzt bis in einem Jahr nicht mehr das gleiche ist, weil wir den Zuspruch bekommen haben, zum Beispiel, dass ich liebevoll bin, dass ich freundlich bin, dass ich geduldig bin, dass ich sanftmütig bin. Das ist das, was du in meinem Leben siehst und ich kultiviere es. ja, Und ja. ich danke dir, dass dein Angesicht über uns leuchtet für den heutigen Tag und für jeden einzelnen Tag in diesem Jahr. Ja. Und ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus, der an unserer Stelle sein Leben hingegeben hat. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes für diesen heutigen Tag. Und ich segne deine Gebetswunschliste, deine Glaubensliste. Ich segne dich. Gott kann mehr tun, als du dir das vorstellen kannst. Du denkst, wie soll das geschehen? Er wird das machen. Und ich segne dich auch mit diesen Bibeltexten, dass Gott dein treuer, dein guter und ein zuverlässiger Gott ist. Und ich weiß, das gute Werk, das Gott in dir, in uns angefangen hat, er wird es mit uns, durch uns und sogar wegen uns noch immer zu Ende bringen. Amen. Also wünsche euch einen starken Tag, wenn auch immer du das später noch was anhörst und diese Zahlen machst von 1 bis 9, ist wirklich cool, wie Gott durch ganz einfache, simple Möglichkeiten spricht. Also God bless you, danke, wart ihr dabei, seid auch morgen wieder dabei, weil man sagt morgen, wie geht der Spruch, morgen Stille. Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, genau. Siehst du, kann diesen Slogan nicht mal machen, weil ich sehr oft nicht früh aufstehe. Aber hey, mein Gesicht sieht besser aus als letztes Jahr. So früh. Also muss ich jetzt auch zugeben. Also, mach's gut. God bless you. Ciao. Ciao, ciao, Tschüss. tschüss.